Guten Abend bei Dickrich TV, haut aus der Aalseerei Sitz vun der Freier Holzfabrik am Abgang vun Dickrich. Das ist allheit den ass immens gefrot fir Manifestationen eng 150 Kinderhai am Joer aufgehall, so war für kurzem zum Beispiel auch den Gala vum Muay Thai Boxen ugesot, op den Wisdom Dragon Academy, das den Kampfsportverein von Dickrich invitiert hat. Das war natürlich den idealen Kader für so eng spannend Atmosphäre. Bekannt als die Aalseerei natürlich für allem, wenn es da fuhr sind, weil hier Ende von der Kavalkade alle Jahre mit Preise überreicht gehen für die schönsten Wehen, die mitgemacht haben. Und dann ist dann immer der große Fußball auf Fußsonntag angesagt. Das Jahr war es ein Jubiläumsjahr, 150 Jahre Kavalkade, das heute zu Dickrich gefeiert gehen. Und dafür hatten sich die Vereine, die hier natürlich extra viel mehr mit ihren Wehen gehen. Und noch von Vierter also nicht der allerbeste Fall, so dürft Kavalkade 2020 nach langer Zeit wieder einem guter Erinnerung bleiben. Die wie Käier sind die schon heim? Iwer demst Leiit sech köstlech amuséieren an noch fir dat sie sech kënnen amuséieren, mussssen natürlich am Hannergrund eng helle Wull vu Leiit am Ansatz sinn. CGDs, Poli, de Servicetechnik vun der Gemeng Dickrich si all Sugen vu Moies bis owes dofir, dat Kavalkade och kann flott ohne Probleme iwwer d'Bühne goen. An dat ganz geht doch schon ganz lang am Vierfeld präpariert, am Dezember zum Beispiel, wo schon eng gros Reunion, op déi den Chefverrot vun Dickrich all die konzerniert Summegrof hat, fir enke Martinen durchzugoen, werdet wirklich alles braucht, fir dat auch die ganz Kavalkade optimal klappt. An den 23. Februar, 2 Monate wie später also, konnten sie sich dann all ënner Beweis stellen. Sondes Moies 11 Uhr da vun der 41. Dickricher Kavalkade. De Philipp Barros vom Servicetechnik zu Dickrich trifft 10 Leute nach einmal allze Summe für de Point zu machen, iwwer d'Aarbechten, die stehen. Und zu denen gëtt et genug. Die ganz voriwwer schon waren 10 Leute am Ersatz für stationär Verbotsschilder, Container an Dixie, Toiletten abzurichten. Lodern geht es darum, Strassen zu machen, a Barrieren, Landtrottoiren abzustellen. An net einmal enger Stunde soll Dickrich nämlich de Fußwehen geheieren. Ich mir setze über 400 Barrieren an alle sensible Plätze, wo die Leute müssen dann definitiv an den Kortege rankommen, wir haben alles mit Barrieren so. Und dann haben wir noch die anderen Barrieren von den Straßen, wo die Straßen alle gesperrt sind, die setzen wir auch nach. Das heißt, das käme nicht mehr an den Circuit der fahren. Und dann haben wir noch eine Equipe, die 10 Uhr angefangen hat, die fährt dann rundherum. Das heißt, die möchte alles, was der Polizei von Schilder gesagt hat, von der Version, und die Leute dann sollen dann begleitet gehen, für auf einer Stadt zu fahren. Das heißt, die machen dann alle die Barrieren zu. Den du könnt dann heiner, der könnt dann heiner. So, da könnt den do. Fürst der riecht auf den anderen Strich so. Ich habe überall schlecht auf den Boden gemacht. Riecht darüber. So. Das kommt so. Da muss auch mal drüber setzen. Ne? So kommen die Autos von da. Sie kommen raus und die kommen hier durch, kommen sie ran und fahren auf die Kirche. So, und von hier geht dann 4 Runden rüber. Und dann machen wir da einer
Und die Rest geht dann ein Riech gehalten. Ja, mehr ist nicht. 12 Uhr dann zweiten Akt vom Dach am Pompiesbau an der Rue de l'Industrie. Eine lange Dachsteppe für, dafür sei lo Ömmettegese geplant, wo die einzelnen Equipen sich normal stärken können. Und dann steht der Briefing vom SIS-Centerchef von Dickrich, dem Piet Lorenko, an. Schöne gute Morgen alle guten für den Briefing für die Kavalkade 2020. So nicht alle gute große Merci da seid. Aus der ganzen Gegend sind Einsatzkräfte vom CGD Haut kommen. 7 Ambulanzen sollen auf den wichtigen Plätzen positioniert gehen und dabei 3 Fausequipen mobilen Erwesen für zu allen Momenten können anzugreifen, wenn etwas los ist. Da müssen sie natürlich noch mal ganz genau erklärt kriegen, wie war da wo, wenn den 100 Spiele von der Zentral gegen Zwischenfall melden. An der Moyenne gehen da von der Kavalkade 27 Touren an die Klinik durchgeführt. Den Alkohol hat eventuell einen großen Impact, ja. Da wo ein Impact manifestiert sich aber mehr graf. Das heißt, die Leute, die mit Alkohol feiern, sie sind mehr aggressiv, wie sie früher waren, sie sind mehr kooperativ, wie sie früher waren. Dadurch sind wir auch gebunden an die Polizei und dem Telefon der Polizei. Mehr ist es effektiv so, dass für alle bei den Jugendlichen Alkoholkonsum deutlich hochgegangen ist. Mehr auch bei denen, wann Alkohol eine große Menge konsumiert, dann richtig große Mengen und dann ist kein Limit mehr. Par contre muss ich aber auch sagen, dass man relativ frei am Tag, weil die Leute aber schon teilweise von 11 Uhr an der Kaffee sind. Viele Leute von daheim, weil alkoholisiert hinkommen, alkoholisiert am Zug hinkommen, sodass man verschiedene Leute schon aus dem Zug raus an die Klinik feiern. Die sind nie in Kavalkade, die setzen voll auf die Kirche und kommen mit der Ambulanz. Über dem sich am Centre de Secours noch mental präpariert wird, füllen sich die Dickerische Straßen so los mit Gackener Bogen auf Feierstimmung. Auch heute fährt den Einsatzkräfte vom CGD also genug zu dienen, mit das gehört halt zum Usual Business. Was am meisten gefährdet geht, das ist ein Einsatz an der Großgas. Die größte Schwierigkeit ist immer, wenn eine Massenpanik ausbricht, für allem an der Großgas, weil an der Großgas ja größtenteils aufgeschnitten ist durch Kavalkade. Das heißt, die Leute kommen aus der Großgas nicht raus oder nicht gut raus. Und das muss effektiv kanalisiert sein. Das heißt, wenn an der Großgas effektiv etwas geschieht, müssen wir direkt intervenieren, dass wir einen Platz machen, dass die Leute können fortkommen von da. Das heißt, da sind die verschiedenen Achsen, die auf der Karte gezeichnet sind, die sind freigelost. Da sind noch Quellen, wo die Leute aus der Großgas rausströmen und da gucken wir, für die Leute fortzukriegen. Das heißt, dass sie nicht durch wen perturbiert, sondern auch nicht perturbiert sind durch die Leute, die rundherum stehen und eben Kavalkade gucken. Auch die Leute von der Gemeinde sind auf diese wichtigen Plätze positioniert, für zu gucken, dass kein aus der Reihe tanzt, dass es gut nicht zu einem Zwischenfall kommt. Wie sowieso, also von der Organisation aus schon seit Jahren verboten, scharfen Alkohol an der Straße von der Kavalkade zu verkaufen, für das Problem Alkohol auf ein Minimum zu reduzieren. Jede Kavalkade-Start muss aber nach den Wehen kontrolliert gehen. Die Räder von den Wehen müssen zum Beispiel protegiert und Dimensionen respektiert sein. An ein Equipment für den Notfall als einen absoluten Must. Und da überlässt den nächsten Zufall, 2 Leute vom CGD müssen dafür 400 Kavalkade alle Wohnen einzeln aufchecken. Die Wehen, ob sie konform sind, wir gucken ihre Gruppe 4, ob sie genommen sind, nein, die aus. Weil das aber im Brandgefuhr do an noch bin wandern, ob gleich gut rauskommen, ob Feuerlöscher do hast, Verbandskirch, und noch mal die ganze alkoholisch Sache, ob gleich rausschmeißt geht. Und ohne mir mir fertig sind, kann der Organisateur nicht nach Chor die Beweise zu machen. Aber 2020 hält sich alles an der Grenzen, so wird Polizei, die auch Leute aus dem ganzen Norden und Parcours von der Kavalkade am Einsatz hat, als zufrieden. Sie sind die, die meistens angreifen müssen, wenn die Leute sich die Bello stellen. Just pro Gruppe zu hören, muss rufen, die am Eifer von der Vorsicht müssen übertrieben haben. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist gut gelaufen bis lo. Und die ganze Equipe bis lo haben eine weise Regimentsdisziplin, was doch einfach super ist. Und auch der Philipp Barros als Engleit weisen sich zuversichtlich, dass das Kavalkade ohne größere Probleme wird über die Bühne gehen, obwohl ihr Arbeit wie auch die vom CGD und der Polizei noch lange nicht darüber ist. Weil knapp aus der letzte Wohner lanscht, müssen dem Philipp seine Leute Straßen an 3 kriegen, für das 7 Euro Rofes, wenn die Autos überholen können, wenn die Straßen abgehen.
wann der Koch am Gegen ass der fenke mé mat der Kemarschen an alles optreffen an ze botzen. Well méint as Schoul. An dann méint fek um 6 Euro fir Donner Parkingen an plus Schoulhef plus gär alles nach Popper ze botzen, fir dat man der fertig gi. Alremenkeier ass et gepackt hunn d'Organisaoun, Gemeng de CGDs an Poli alles so zusummen organisiert, dats och Kavalkat 2020 oni aussergewwenlech Tëschefäll iwwer Sterne gouf. Wennns dem Jubiläumsjoer, wo d' Fusen 2020 zu Dickrech dëst jo natielech wäit méi wennemmen eng Kavalkat. Et wollt den Einfachmoll vun der Geleenheet profitéieren fir die ganz Kavalkadegeschicht, also die ganz 150 Joer festzehalen an noch een Kaderprogramm do runëm ze strecken. Dofir vor am Kulturhaus vum Geschichtsmusee op fetten Donnechtech e bëssen eng Mailers wie gewinn. Donnerchtes fir der Kavalkat gët am Kulturhaus zu Dickrech traditionell ëmmer Kannermasken Atelier aufgehall, wo Kanner sech hir Bokeselver bastle kënnen. An eso wäre doch dëst Joer. Die Meeschtei hull noch net fir d'échte Keer deel. Ech schon cool fand, weil ma viel also mir hunn die Masken halt gebastelt, dann du konnt man viel déi dekorieren an ja. Et war cool, ech hun net flott fand an net kann sich ja gut amüsieren und war ja flott. Was du dann lo fir d'éich Tei am Atelier, du bist doch schon mir oft Tei. Ich war schon ganz oft. Fir wat kannst du mal gern? Weil ich Spaß mischt an den immer neue Sachen mischt. Immer als ziemlich flott, an noch mat den Leiit die he sehen. Also man lehrt auch ganz viele Sachen. Eigentlich immer bringt man so Sachen, die man gebastelt hört, mal Themen. Dekeirawer soll den sech so richtig amüsieren. Dofir gouf direkt nief de Musee en Zelt opgericht vun Nomatelier, die nei Maske noch konnten an den Nasatz kommen. Dono soll Stimmung awer direkt Firo goen. Am Kulturhaus selber war nämlich Stugenthalwer 7 de Vernissage vun der Expo 150 Jo Kavalkat zu Dickrech gesot. D'Ausstellung zum Buch also wat den ESD-Verein fir de Jubiläum rausbrucht huet, a wofir den Historiker Ernst Reusgang beauftragt wo. Für den Rest vom Abend genießt bësse bei Eis, trink de Part mat an kun de Mären einfach mal tuet, dat de bësse kann iwwer d Buch schwätzen. Merci. Ich mengen 150 Jo Kavalkat, das natürlich eng ideal Geleenheet fir ihr Buch zu machen. Me dat Buch war natürlich ein Challenge, weil et ging darum, fir den Equiliber zu fannen vun dem vun Haut an dem vun Freier. Tatsächlich huet den Herrn Reusgang bei seiner Recherche Munsch interessante Anekdoten zum Vierschein brucht. Zum Beispiel, dass op fetten Donnerstech ëmmer Nox durch d'Strosse gesot an dünn führende Leiit am Fori geschlucht gewor. Oder die viel flott High Society-Banner, die Dickrech 400 Jahre zu Heichburg vun der Fursend gemacht hun. Wie zum Beispiel den Hippigsball entstand durch Perzrennen an der Stadt. Die haben immer einen ganz schicke Ball gehabt, den am Midi, der war. Und den hat natürlich auch die Krise überdauert. Du warst typisch nur Ticken. Und die waren in den 50er und 60er Jahren war die berühmt. War nicht nur berühmt, er war berüchtigt. Und so auf Deutsch kann ich sogar sagen, er war auch ein bisschen anrüchig. Und denen aber du an den 70er Jahren abgehalten. Buch war den am Musee noch am Syndikat Initiativ zu kaufen gekriegt, hat also Munschflottsachen zu erzählen. Die Interesse und Begeisterung um Vernissage waren dann noch groß. An die eng oder andere sollten noch flott als Spicht noch erinnert oder auch mit neuen Fakten überrascht gehen. Für meiner Zeit kann ich sagen, da tue ich alles am Kap. Also das waren natürlich auch Sachen dabei, wenn ich auch gucke, wo sie einen Handnefirkel auf dem Wohn gemacht haben. Das war aber nicht ganz üblich, an einem Kavalkadenzug Feken zu grillen. Ist wohl aus Sicherheitsgründen, hätte es das wäre absolut nicht mehr dran. Die Zeit sind noch, ich weiß nicht, dass sie können backen, gebacken, auch auf der Feier oder Stipperscher an Mettwursche Gebote gehen, auf dem Feier, aber das hätte es das. Das kann ich nicht mehr gestattet, dass sie direkt fort. War dann noch eine Surprise dabei, wo du gesagt hast, tja, das habe ich nicht gewusst. Ja, den dicksten Nox an de schwéiersten Nox, dat de Stuf gedriwe giet ass Fréier an der Kavalkat. An an der Klége Stöchthaus war schwunden an der Kléck. Schoffen dat keg Uspielung Mëch war méi bon, das fësend. Egal wéi zufriedenheet bei den Organisateuren Fukraus. Lo si mal lass an Logiet et fir und die nächste Dee no gin a bis dem Tourmäden nowen doch.
an samstag 4 iwwer de Kanner Fußball bis Sonntag und dann hofft man, dat wieder gut geht und dass alles klappt. E wichtig Moment vu der Dickrecher Fursinn, dat ass natürlich immer den Hippigsball 4 Uhr vun der Kavalkat. Den Hippigsball gëtt also auch hauterem och war schon lang kein Herzkurse mi aufgehale gin, et ass es einfacher Mast fir alt Fußgacken. Zter dem Februar vun diesem Joer huet Dickrech nese Pop-up-Shop. Verschieden Projekten goufnet zwar schon am Vierfeld, dat heiten Havalo ass den echten Pop-up-Store den Gemeng Dickrech lacéiert huet. E Geschäft op Zeit also, wo Kreateuren, virun allem Jongkreateuren, sollen eng Plattformgebuerde kreien, sech an hier Produkter méi bekannt ze machen. Am Dezember dat lascht Jo war de Pop-up op der Nummer 17 an der Grousgas am Kader vum Christ März schon moll getast ginn. Mchung duch Kleder, Schnapser, Bijouen, war gut kom, awer no 3Dich war Schluss. An Donnerfang Februar sinn halt 2 Innenarchitektinnen Claudia an Dember gezunn. 2 Freundinnen, die sech am Kader vun ihrer Arbeit kennengeleiert hunn. Von Anfang an haben wir zusammen geredet, am Herzen direkt zusammen Interessen eben für Tresen, für Fahren, für Design, Produzieren. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen zusammen schaffen. So also als Research entstanden, ein Innenarchitekturbüro, den immer auf der Sicht noch neue Maß, neue Produkte, neue Lesungen. Aber in der Zwischenzeit und Dember und Claudia in ihrer Freizeit auch verschiedene Designprodukte entwickelt, die sie visuell auf Kreativmärkten angeboten haben und lo an dem neuen Pop-up-Shop zu Dickrich verkaufen. Moin. Moin. Madame. Ma, ich bin froh, ich habe geguckt an der Fenster. Ich sehe hier offriert du Dächer oder genau. Deel von einem Dächer. Und da wollte ich mal gucken, was du machst. Was wir da machen? Ja. Ja, wie ihr seht, Placken, die 400 Fenster sind, ja. Die kann ich austauschen. Wir haben Dächer. Ja. Und sind wir auf die Idee gekommen durch ein Projekt. Wir sind eigentlich Innenarchitekten. Und bei einem Projekt, wo wir Boote renoviert haben, da haben wir stehen, übrig gehabt, die wir rausgeholt haben, und die Placken waren aus der Wertverkehr nicht mehr zu verwerten. Claudia designt also kleine Dächer mit Placken am Upcycling-Esprit. Sie rekuperiert alte Holz, Reste von Stehen, und macht daraus kleine Dächer. Visuell gehen es just ein paar Farben und Formen, aber das soll sich in Zukunft ändern. Erklärt mal nach, was das ist mein Kollege. Ah, das ist Kollege. Tu veux peut-être expliquer ton concept? An dem Claudia Sing Associé Dember bit klengspritzeg Kattering an Ohrringen hergestellt aus Ruban, die an der Origami-Technik zu lüchtege Pompon verschafft goufen, an der jen sech farblich zu Summe setzen kann, so wie engem Grad no ass, an net nëmmen dat. Par exemple ici, ça vous adaptez à chaque fois que vous le portez. Voilà, vous pouvez modifier de longueur selon vos habits. Vous pouvez faire plus court ou plus long parce qu'ici, il y a un système de réglage. Voilà. C'est génial ici, il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages. Et on est dans la ville de Dickrich, donc il y a beaucoup... c'est quand même une ville très culturelle, et assez chic au nord Luxembourg. Dickrich liegt zentral.
das ist noch kein Staat. Aber wieder aus dem Norden kommen, fand ich Dickrich ganz gut. Und auch, ja, das hat uns einfach motiviert. Und du kommst ja auch eigentlich, wie man direkt am Anfang mal nicht gespart hatten, dass wir auch der Giefe von hier aus schaffen. Und das war für mich auch ein bisschen ein Hauptpunkt, dass man das Kind kombinieren. Dobei will Research zu Dickrich eine ganz neue Form von Service bieten. Innenarchitektur mit zugänglich machen. Das heißt, bei Sie kann ich noch kommen, wenn Ihnen einfach eine Beratung braucht, für zum Beispiel ein Zimmer frisch zu machen. Am Shop bieten wir auch das Speeddating an. Das will einschichten, dass man auch mehr für Anlage, also von denen nicht nur neu gebaut hat, mehr auch von den einfach mal die Küche renovieren oder da mal der Küchen helfen oder die Stufe planen oder die fand kein Still, dann helfen wir raussicher wegen Still oder die will ausstreichen. Das heißt, ganz punktuell kann man das dann auch machen. Auch dann, an dem hat dann die ganze Surveillance von dem Chantier auch? Oder genau, ja. Also beim Speeddating ist das dann ja kurz, aber wenn wir dann ein richtiges Projekt machen, ja, dann machen wir von bis. Okay. Wir sehen ja alle gut als bewusst, dass alles halt nicht sehr muss gehen und alle gut keine Zeit mehr, das heißt, wir selber nicht die Zeit, die Ideen sichern zu gehen. Und das ist schon der Punkt, wo die Leute aber auch immer bei uns zurückkommen. Natürlich sind auch immer ganz viele andere Leute, die denken, oh mein Gott, den Innenstadt, das zu teuer, da kann ich mir nicht leisten. Mit so viel Speeddating, dass die Leute können auch schwatzen mit diesem Beruf. Übrigens hat Research das letzte Jahr auch schon eine Auszeichnung beim Lützeburger Architekturpreis. Also geht ruhig mal ran, ob der Nummer 17 an der Großgas, und los dich inspirieren. Let's Shop ist eine Online-Plattform nur für Produkte von Lützeburger Geschäften. Eine Initiative für die lokale Geschäftswelt zu unterstützen. Fakt ist nämlich, dass über 80% der Leute hier im Land über Internet kaufen und damit dem Handel schwer zusetzen. De Jerry Klein von Let's Shop NRW zu Dickrich für eine Marketingaktion an eigener Sache. Für engem decke Jahr als Let's Shop gegründet gehen. Mittlerweile sind bei jeweils 270 Boutiker, die mitmachen, darunter auch ein Art zu Dickrich. Für noch mehr bekannt zu gehen, lanciert die Plattform regelmäßig Gewinnspiele, bei denen natürlich so viel wie möglich Boutiker sollen mit am Coup sein. Maison Rideau Thibaut von Dickrich, die Rideau verkaufen, Bettwäsche, Tischer, Dekomaterial und Bijouen, war von Anfang an auf Let's Shop vertreten, aber beteiligt sich meistens direkt an allen Aktionen. Den Sinn vom Spiel ist, dass wir den Online und den Offline kombinieren. Die hat ja schon von Anfang an bei Let's Shop mit, stimmt? Ja, das stimmt. Und das ist so, dass wir probieren, über das Osterspiel auch Leute an die Boutiker zu kriegen, die sonst vielleicht nicht online nachkaufen. Dekeer geht es um ein Gewinnspiel für Ostern, bei dem sollen möglichst viele Leute an Boutiker brücht gehen. Über den Weg von Plakaten, die an den Geschäften sollen abgehangen gehen. Herab von den QR-Code, über den sich am Spiel beteiligen kann. Zu gewinnen sind bis zu 1.000 €. Hat er von der Idee? Schaut ganz gut von der Idee, dass durch Geschäfte immer da gewonnen gehen. Nicht nur den Internet. Ja, ich meine, dass wir probieren, die zwei Welten zu kombinieren. Weil als Mission ist es ja nicht, die Leute zu animieren, immer alles online zu kaufen. Wir haben noch Geschäfte, die lokal existieren, auch einfach auf eine Plattform zu gehen, zu weisen, dass es zu gut ist. Dafür fand ich eine ganz gute Idee. Okay, top. Ja. Dann schreiben Sie Job, der macht. Auf jeden Fall, wir machen das. Super. Familie Thibaut ist sehr überzeugt. Sowohl Madame Thibaut wie auch ihre Mann und Tochter sind begeistert von der Plattform. Ohne Let's Shop hätte sie nämlich schwer allein mitteilen an der Welt vom Online-Shopping. Also am Punkt, dass wirklich eine Möglichkeit für sich online zu präsentieren, was für uns bald unmöglich wäre, weil einer allein kann das nicht wirklich umsetzen. Und die Plattform gibt einem einfach die Möglichkeit für zu sagen, ich kann mit den Großen, die im Marché aktiv sind, auch mitspielen, die Leute gesehen mich. Es sind nicht allein, gibt ein großes Panoplie und Produkte, die präsentiert gehen. Den Transport ist auch wirklich ganz gut, weil du funktioniert. Ich kann den Moje seine Kommand kriegen, sie kommt nach Moje sicher und es wird schon geliefert. Und dass du mehr wirklich aktiv drauf bist, dass du mehr kann ihn auch verkaufen. Geht aus dem Anfang ein bisschen kompliziert, das sich ranzuschaffen, muss ich sagen. Nur einem Jahr ist wirklich die Experienz ganz positiv. An einem guten Jahr kann das Geschäft, auf dem man ja viele neue Klienten dabei gewonnen. Sogar aus den Nobelschländern sind so Leute auf ihr Produkte gestoßen, die sich ziemlich wahrscheinlich nie zu Dickrich verloren hätten. Das ist effektiv so, dass wir erstens mal mit diesem Projekt, mit diesem Investiment pro Betrieb fertig bringen, für Betriebe auf Land Quad zu bringen. Notamment bei den großen Enginen de Recherche wie Google, für das sie haben mal Fund gehen.
Und dann auch von der Klient eng Marksicht. Also das ganz oft so, dass an Ausland geschickt gehen ist von Google für das zu kaufen. Und auch da haben wir einen Impact, dass man in eine präzise Marksicht, die von einem Geschäft verkauft wird auf Plattshop, finden sie auch rum. Und das ist das, was eben ganz wichtig ist. Das feiert eben noch dann dazu, dass Klient vielleicht nicht unbedingt online kaufen, was für uns total okay ist, wir eben an das Geschäft gehen, an sich die Produkte angucken und dann eben am Geschäft kaufen. An engem decke Joch huet sech d'Online-Plattform Letshop bal verdreifacht 1 Million Visiteuren am Joer, déi zuuel ka sech weise losen. Fir de grossen Durchbruch awer brauet nach vill méi Geschäfter, die mat machen, a virun allem Klioen, die agesinn, dats den Interneterkaf net unbedingt muss iwwer d'Ausland goen. An eiser Serie war die dickrescher Geschäftsfeld wollt mech haut E-Betrieb méi am Detail firstellen, den recht vir ganz kurzem vun Mieternach op dickrech geplënnert ass, an den als eenschen Hai am Land Garageparten herstellt. Mein Name ist Dietrich Theo, ich bin Patron von der Firma Zenz. Die Firma Zenz ist am Fongeholl 1920 entstanden, wir sind seit 100 Jahren am Fongeholl über da. Das war wir zum Mitternach, sind da im Februar von diesem Jahr sind wir hier zu Dickrich. Mit einem großen Fred natürlich, als dickrischer Jung, ist das natürlich etwas ganz Spezielles für mich auch. 1920 ist die Firma Zenz gegründet worden. Wir haben 1959 angefangen mit Garageparten zu bauen. Und wie gesagt, ab 2011, den 1. Mai, hat meine Frau und ich dann zusammen die Firma Zenz überholt. Es sind auch schon 27 Jahre an der Firma. Die Firma Zenz ist natürlich bekannt hier am Land durch Garageparten, die wir natürlich selber machen, die im Prinzip die 40 bis 50 Jahre sollen halten. Wir haben als Kammer aber trotzdem ein bisschen mehr erweitert. Das heißt, wir machen auch Fenstern, Tieren, Haustieren, Bannestieren, Kellertieren, Feuerschutztieren, natürlich auch Sicherheitstieren für Appartementer, was immer mehr natürlich auch gefragt wird, weil die Sicherheit nicht groß geschrieben wird. Wir haben auch ganz viel am Industriebereich zu tun. Das heißt, auch hier machen wir Feuerschutzperten, Tieren, Schnelllaufperten, Laderampen. Das heißt, alles, was das Herz begehrt, kannst du von uns kriegen. Wir so im Prinzip ein Motto eigentlich, wir machen alles für das Haus zu machen, just ob den Dachklamm nicht. Ganz herzlich begrüßt mich natürlich hier an unserem neuen Ausstellungsraum, 41 auf der Esplanade zu Dickrich. Wir kommen lernen, kriegen Tasse Kaffee, gucken uns Sachen die wir haben. Die geht auch ganz gerne von uns beraten. Wir kommen noch bei jedem Platz, müssen ab, das kann ich nicht. Wie gesagt, Sie sind immer herzlich willkommen. Da wollte man aber auch nach einer Gruppe Junker von Dickrich vorstellen, von denen in der Zukunft bestimmt noch manches hören wird. Es sind eine Art Rapper, die für kurzem ein Video gedreht haben, wo hier möchte Dickrich am Mittelpunkt steht. My niggas keep walking down the street, bitches ignoring my life, it never gets boring. Got my niggas, we keeping it morbid. The bitches all around, but still never here. Don't care for these hoes, cause I'm really in the shit. Just writing about my life, my story. Messing up my glory, but still never worry. I don't care about shit, just pass me the blunt, let it blow up my brain. Ashes all around, do you hear that sound? Maybe it's that popo, trying to hit the ground. We got niggas at the block, looking for the 12, ready to hit the Glock. De Paulo alias Grappi ass de Kap vun den Underdogs, déi bis op eng Ausnahme allzu dickrech opgewuer sinn an de Joch als dickrecher Gesinn of as si portugiesischer kapverdianech Wurzeln hunn. An dat soll am neiste Video zum Vierschein kommen. Taros Glizzy, yeah, Glizzy, Doma de Richie, my man Richie, Doma Neuf de Sauvage. Voilà, ich bin der Scrappy und das ist der Filmer. Da haben wir noch den Freddy, da haben wir den Jade, da haben wir den Blueberry. Ich mache Musik, hier mache ich Musik, ich mache auch Musik, in Donner mache ich auch Musik und ich mache noch Musik. An hai am Studio vum Jugendhaus zu Dickrich huet alles so gefangen. Kollegen, die se Schei vu klenge Mu getroffen, hun schon immer zu Summe gedanzt, der Musik gelauscht hat, bis du irgend fanden de Klick kom, fir selber Musik zu kreieren. Hinterher sind sie vom Virus richtig gepackt. She is big, she's so thick, I think I'm starving, yeah, Book us in, we going down, we going tardy, yeah, Get it right, yeah, don't get excited. Hit it from the back, but no, I don't wife that. Get the check, yeah, spin it right back.
Get it right back. Go ahead and swipe that. Ze summen sinnen der Kollege Mederscher, dat sinn Theme vun ihre Songs fir Almawer, lussen sie sech vum Weib gidéieren den de Beat hinnegëtz, awer mat engem festen Ziel fir hun an. Mein Großziel ist wirklich international bekannt zu gehen und eben mein Leben kann man das finanzieren. Einfach mal ein Hobby dein Leben finanzieren und ja, und davon auch noch gut leben. Und dann einfach das Maximal davon herausstrecken. De weh du hin so schon nach langen, aber die Art Rapperkollege sind ehrgeizig. Mittlerweile sie sich schon bei ihrem 10. Video gekommen und hat noch schon ein paar Auftritte. Weiter Konzerne am Möllu an dem Halligalli Festival sind schon geplant. My niggas keep walking down the street, bitches ignoring my life, it never gets boring. Got my niggas, we keeping it mobbing. The bitches all around, but still never hit. Don't care for these hoes, cause I'm really in this shit. Just learn about my life, my story. I'm messing up my glory, but still never worry. Dummer geht als Emissionioun haut ass der Alseerei zu Dickrech benennen, als nicht Adi an hoffen mé gesinn als a 4 Wochen. Neserem, bis dann. Stuck in between